Starke Worte zur Befähigung, zur Heilung von Susanna, und ich freue mich jetzt nochmal mit dir, Susanna, ein bisschen in diese Predigt zu tauchen. Schön, dass du da bist. Ja, danke, Debbie. Vielen Dank. Schön, dass du da bist. Danke auch. Für diese Worte möchte ich dir danken. Es war so Nugget um Nugget, was man aufnehmen und mitnehmen konnte. Und die erste Frage, glaube ich, die sich vielleicht viele stellen, wir haben auch Leute dabei, die haben schon im Chat online mitgeteilt, dass sie gewisse Krankheiten haben oder sogar im Spital sind. Da sind sicher viele Leute dabei und wir kennen das wahrscheinlich jeder, dass man schon für etwas mehrmals gebetet hat und die Heilung noch nicht eingetroffen ist. Ja, bin ich dann zu wenig mit dem Heiligen Geist verbunden, wenn diese Heilung noch nicht gekommen ist? Das ist die Frage. Das ist eine gute Frage. Und kluger Rat ist teuer, sagt man so schön. Also, gell, das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass man mit dem Heiligen Geist so wenig verbunden ist. Und wir Menschen, wir suchen immer Gründe, warum eine Heilung nicht eintritt, und das wird schlimm. Weil da wird's da gibt es ganz traurige Argumente, warum das dann jemand nicht geheilt ist, weil wir würden uns besser fühlen dabei. Aber Paulus sagt, ich habe 3-mal gebetet, dass dieser Stachel geht, und er geht einfach nicht. Das gibt's. Also es werden nicht alle gesund. Also deswegen kann man unmöglich sagen, du bist zu wenig geistlich, du hast zu wenig geglaubt, dies oder das. Streich das einfach gerade schon mal aus deinem Vokabular. Das ist ein gutes Beispiel, dass du sagst, Paulus wurde auch nicht geheilt von seinem Stachel. Was auch immer der Stachel war, da gibt es ja Annahmen, aber es ist nicht definitiv offensichtlich, was es war. Gibt auch ein bisschen Hoffnung, oder? Ja. Ja. Geht nicht nur uns so. Ja, genau. Ja. Und Hoffnung gibt es auch, weil Anselm Grün, das eine Zitat, das er bringt, oder die eine Aussage ist ja, du kannst dich auch gesund fühlen in einem kranken Körper. Das ist auch sehr hoffnungsvoll. Ja. Ist also auch Gesundheit heißt nicht die Abwesenheit von Krankheit. Eine Perspektiven-Sache. Ja. So. Ja. Du hast auch davon geredet, den Tank zu füllen seelisch. Jetzt, du hast da so eine Auflistung gehabt, die fand ich sehr inspirierend zum Mitnehmen. Jetzt, wie fülle ich den Tank geistlich? Hast du da noch ein paar Beispiele? Du hast gesagt, du warst um den See rum und nachher hast du in der Bibel gelesen. Ja. Das ist so sicher eines der wichtigsten Dinge. Was gibt es sonst noch für Tankfüller für den Geist? Das ist ja nicht dasselbe, also Worship oder? Zum Beispiel ist für mich auch ein großer Tankfüller. Wenn ich jetzt zum Beispiel keine Gelegenheit habe, um den See zu gehen und dann einfach Gott anbeten, weil wir müssen wissen, wir sind gemacht für Anbetung. Ja. Und wenn wir Gott nicht anbeten, dann beten wir unsere schönen Kleider an, dann beten wir unseren Besitz an oder was auch immer, weil wir sind gemacht zum Anbeten. Und immer wieder den Fokus darauf legen, hey Gott, ich bete dich jetzt einfach an. Das ist wirklich ein Tankfüller, den kann ich immer und überall machen, aber ich habe für mich persönlich gemerkt, das muss man üben. Ich muss üben, eine halbe Stunde Worship zum Beispiel vom Kopfhörer einfach zu hören und da reinzukommen. Aber die Übung lohnt sich. Also das ist für mich ein Tankfüller. Eben beten halt auch, weil wir schon in der Serie sind vom Heiligen Geist. Zungenrede ist auch ein Tankfüller. Bibellesen ist ein Tankfüller. Oder halt irgendwie auch dann ein bisschen weiter vorne anfangen bei diesen Zugängen. Oder ein gutes Buch lesen, das ist für mich ein Zugang, wo ich plötzlich mit Gott connecte, oder nach draußen gehen ist auch ein Zugang. Das ist einfach die Tür, aber es ist nicht die Connection selber. Also spielt eine Rolle, was für einen Zugang zu Gott man hat. Das kann einem helfen. Das kann einem helfen, weil wenn ich die Bibel aufschlage, es spricht nicht immer zu mir, und das kann der Grund sein, was weiß ich, was der Grund ist, aber dann hilft es mir zum Beispiel vorher nach draußen zu gehen und dann die Bibel zu lesen, oder vorher anzubeten und dann die Bibel zu lesen, oder vorher ein Buch zu lesen oder ein Segen zu lesen und dann einzutauchen oder zu beten. Das hilft mir einfach. Ist manchmal auch eine bewusste Entscheidung, oder?
Ja. Ja. Du hast erzählt von deinem Tennisarm und was Gott dir dazu gesagt hat. Und ich glaube, viele haben sich gedacht, ich habe mir auch gedacht, ja, Susanna, was hat denn Gott gesagt? Genau? Das ist immer spannend, wenn es persönlich wird. Ja, genau. Ich fand es einfach eindrücklich, weil ich so gesagt, es ging irgendwie um den Schmerz. Ich kann auch nicht mehr genau sagen, wieso ich auf diese Frage gekommen bin, aber es ging darum, den Schmerz loszulassen und ich habe gemerkt, ich kann den Schmerz nicht loslassen, weil dann habe ich ja nichts mehr in den Händen. Und das löst natürlich ganz viele Dinge aus. Wieso muss ich denn was in den Händen haben? Also weißt du, dass man sich an einem Schmerz festhalten kann, dass man nicht vielleicht so alleine sich fühlt und. Also das ist noch nicht ganz fertig zu Ende gedacht, aber nur schon dieser Gedanke hat mich wirklich erschreckt. Weil das hätte ich nie gedacht, hätte ich auch nie erwartet. Und das zeigt wieder, wie eng der Körper mit der Seele und dem Geist verbunden sind. Ja, genau. Noch zum Schluss eine Frage. Vielleicht haben wir Leute, die zuschauen, die heute sagen, ich habe versucht, meinen Tank zu füllen. Ich habe versucht, mit dem Heiligen Geist zu leben, aber ich mag nicht, ich habe die Kraft dazu nicht. Was würdest du jemandem empfehlen, der sagt, ich kann nicht mehr. Ich bin so vielleicht am Boden angekommen, ich weiß nicht, wie alleine ich den Tank füllen soll. Was möchtest du diesen Leuten noch zusprechen heute? Ich würde mich einfach auf den Boden legen, sprichwörtlich oder eben ganz, ganz eigentlich. Und auch die Hilflosigkeit zulassen. Also das ist das eine, das kann ich ja tun. Und dann das andere ist einfach Freunde fragen, dass sie beten. Also das ist auch das Zweite, was ich unbedingt tun würde. Und dann sagen Leute, ja, ich habe keine Freunde, dann schreib in unseren Chat, schreib bitte für Gebet, aber es gibt immer einen Anteil, den wir selber machen müssen. Also andere Leute und Gebet von außen kann nicht das Eigentliche machen. Es gibt immer einen 1%, das ich selber machen muss in dem Sinn. Und wenn es nur ist, mich hinlegen, flach auf den Stubenboden, mach das mal und sag, Gott, ich kann nicht mehr, du musst kommen und dann lass das mal zu, 5 Minuten. Und jeden Tag 5 Minuten. Mal schauen, was passiert. Vielen Dank, Susanna. Vielen Dank, dass du da bist, dass du es von deinem Herz erzählst, dass wir auch so Teil sein können, wie du unterwegs bist mit Jesus. Und wir möchten euch verabschieden in diese Woche und möchten dich segnen. Auch in deiner Schwachheit darfst du wissen, dein Gott ist stark in dir. Und wir segnen dich mit dieser Befähigung, mit dieser Autorität, die der Heilige Geist dir gibt, zu heilen und mit dem Heiligen Geist große Dinge zu sehen in deinem Alltag. Wir freuen uns auf nächste Woche, dich wiederzusehen. Sei gesegnet. Ciao.